Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen bei unserem Gottesdienst im Kreuzpunkt. Auch herzlich willkommen von allen, die daheim mit uns eingeschaltet haben und anschauen. Ich habe einen Vers heute Morgen gelesen, der hat wirklich sehr fest auf mein Herz geredet, vom Jesaja, Kapitel 55, Vers 8 bis 9, die sagt: Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken, eure Wege nicht wie meine Wege, spricht Jahwe. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus. Was ihr euch denkt und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Wow, was für ein schöner, wunderbarer Vers, der uns daran erinnert, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unsere Wege. Und ich weiss nicht, mit welchen Gedanken bist du heute in der Kirche gekommen? Mit welchen Gedanken sitzt du jetzt gerade da? Vielleicht denkst du an deine Wäsche, die du noch nicht gewaschen hast, und all die Essen nach dem Gottesdienst. Und was soll ich mit dem anfangen? Was koche ich? Oder vielleicht auch andere Sorgen mit dem Studium, mit Arbeiten, mit dem Morgen, der ganzen Woche. Denkst du, was mache ich? Hey, ich würde dich heute am Morgen einladen. Lade alle deine Gedanken beim Gott ab. Weil er hat gesunde, positive, schöne Gedanken für dich bereit. Und er wird, dass du in den himmlischen Gedanken hast und nicht, was dich heute beschäftigt. Erlaub Gott, deine Gedanken heute berühren. Erlaub ihn heute mit dir reden. Erlaub ihn mit dir heute laufen, und wir würden Gottes Stimme heute hören. Ist es gut? Wir haben einen Gastprediger bei uns heute Morgen. Er heißt Pastor Solomon Osoko. Er kommt ursprünglich aus Nigeria. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, sehr interessante Charakter, und seine Frau Silvia Osoko begleitet ihn heute. Und wir sind wirklich geehrt, dass wir Gottes Wort durch ihn heute hören. Er wird auf Englisch predigen und seine Frau wird für ihn übersetzen. Hey, awesome! Danke, dass ihr da seid. Wir heißen euch herzlich willkommen und wir freuen uns auf das, was Gott auf euer Herz gelegt hat. Ich möchte noch kurz von der Predigt beten, aber auch von uns, dass Gott wirklich unsere Gedanken heute heilt. Lass uns miteinander beten. Himmlischer Vater, wir heißen dich willkommen. Heiliger Geist, danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du da bist. Wir geben alle unsere Gedanken, unsere Sorgen, unser Herz bei deinen Händen ab, jetzt gerade. Und wir sagen, komm in unser Herz, in unsere Gedanken. Nimmst du alles, redest du mit uns, gib uns Ruhe, Friede und Freude. Danke, dass jetzt gerade darf man dich erleben. Sag daheim, in dem Wohnzimmer, in der Küche oder hier in der Kirche. Egal wo wir sind, Herr, redest mit uns. Amen. Good morning, Kreuzpunkt. Guten Morgen, Kreuzpunkt. So big is our God, So groß ist unser Gott. and glory be to His holy name that we can fellowship together today. Und wir verherrlichen seinen Namen, dass wir zusammen dürfen ihn anbeten. I want to say a big thank you to Pastor Dabrina and all the leaders in FEG Und ich sage ein grosses Dankeschön an Pastor Dabrina und all die Leiter von der FEG, that we could fellowship together here today. dass wir zusammen da dürfen Gott anbeten. And I bring you greetings from Christ International Church. Und ich bringe euch auch Grüße von der Christ International Church. We belong to the same family of Alliance. Wir gehören in die gleiche Allianz. And I want you to know that you are in the right place at the right time today. Und ihr seid heute am richtigen Platz und am richtigen Ort. And we are here to eat believers' food, the food of faith. Und wir essen hier heute Gläubigers Essen, Geist, also Glaubensnahrung. Hebrews 10 verse 25 says, Hebräer 10, Vers 25 sagt, do not stop coming together, hört nicht auf, zusammenzukommen, as it is the habit of some people, wie es die einigen schon machen. especially when you live in a day like this. Ganz speziell, wenn ihr in sonnigen Zeiten lebt. Never stop coming together. Hört nicht auf, zusammenzukommen. And we need to enhance our faith. Und so müssen wir unseren Glauben stärken. The Bible says,
Denn die Bibel sagt, the righteous, der Gerechte, the believer, der Gläubige, the one that is standing with the Lord, der mit Gott ist, must live by his faith. muss durch seinen Glauben leben. Hebrews 11 verse 6 says, without faith it is impossible to please the Im Lord. Hebräer 11,6 steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu And gefallen. Romans 10:17 tells us where that faith comes from. Und im Römer 10,17 sehen wir, wo der Glaube herkommt. It says faith cometh by hearing, Der Glaube kommt durchs Zuhören. and hearing Vom Zuhören the word of vom God. Wort Gottes. Our faith grows Dann wächst der Glaube, as we hear the word of wenn God. wir das Wort Gottes hören. Not the word of man, Nicht das Wort der not the Menschen, word of the media, nicht Worte der Medien, not from internet. nicht aus dem Internet. Hey, fear comes from those places. Angst kommt von diesen Orten. Courage and faith Mut und Glaube, to please the Lord dem Herz gefallen, comes by hearing the word of God. kommt beim Zuhören vom Wort Gottes. So today my assignment is simple. Also habe ich eine einfache Aufgabe heute. I've come to challenge your faith. Ich möchte deinen Glauben herausfordern. I've come to encourage your faith. Aber ich möchte deinen Glauben auch ermutigen. I know you are eating powerful food of faith. Ich glaube, du isst gute Glaubensnahrung. I've spoken with Pastor Dabrina and other pastors. I know FAG is a place where word of God is preached powerfully. Ich weiss auch, in diesem Ort wird das Wort Gottes mächtig predigt. We just want to add a little bit to what is going on. Und so wollen wir auch noch etwas dazufügen von dem, was ich schon alles gehört habe. Because while praying, I know that each and every one of us will need that aspect. Denn ich weiss, dass wir alle immer die Ermutigungen brauchen. So we want to share on the title called Overcoming Adversity. Und ich werde heute über den Titel reden, Widerstand überwinden. Overcoming Adversity. Widerstand überwinden. And we are taking the scripture from 1 Corinthians Und so werde ich zuerst mit dem 1. Korinther anfangen, chapter 16. Kapitel 16, I read from verse 9. Vers 9. 1 Corinthians chapter 16 verse 9. For a wide door for effective work has opened to me, and there are many adversaries. Und da steht, denn eine Türe hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. The Bible mentions here two major things you can expect this year. Und die Bibel redet hier von 2 Punkten, die du erwarten kannst in diesem Jahr. Two major things that we all experience every year, Und das sind 2 Punkte, die wir jedes Jahr erfahren. every time, Immer. and where we need to apply faith. Und wo wir den Glauben dazu brauchen. If enjoying God's promise is important to us. Wenn es uns wichtig ist, die Verheißung Gottes zu überzukommen. The Bible says in this new year, Die Bibel sagt, in diesem neuen Jahr a new door shall be opened unto you. wird sich eine neue Tür öffnen. God is a God of Denn opportunities. Gott ist ein Gott von He Möglichkeiten. gives us new year, Gibt uns neue Jahr, new day, neue Tage, new grace. neue He Gnade. makes everything new. Er macht alles neu. New opportunities come from God always. Neue Möglichkeiten kommen auch immer von Gott. He said, forget you the old things. Er sagt, vergiss das Alte. I'm going to do a new thing. Ich werde etwas Neues machen. God is in the business of doing new things. Gott ist der Neues schafft. He's a God of Ein opportunities. Gott von den Möglichkeiten. And I want you to know, Und ich will, dass du if weißt, you have wasted some opportunities before, wenn du schon verschiedene Möglichkeiten vergütet God is hast, giving you new opportunity gibt dir Gott this year. gleich wieder neue Möglichkeiten There in will diesem be Jahr. new opportunity for your career, Vielleicht für deine Karriere neue for your Möglichkeiten, relationship, vielleicht für for Beziehungen, your für dein business. Geschäft. God gives new always. Gott gibt immer wieder neu. New opportunities come from God. Neue Möglichkeiten kommen von Gott. So if you are alive, Wenn du lebst, one thing is sure, ist aber etwas God sicher. will give you new opportunities. Gott gibt dir neue Möglichkeiten. Opportunities come from God. Denn die Möglichkeiten kommen von But then Gott. the scripture said, Aber da im Vers steht, there are many adversaries. es gibt eben auch viel Widerstand. You will face adversity. Du wirst Widerstand erfahren. Jesus Christ said, Jesus hat gesagt, I'm telling you this so you may have peace. ich sage euch das, damit ihr Frieden habt. In this world, In dieser Welt you will have tribulations. werden ihr Probleme haben. But do not be afraid. Aber habt doch keine Angst. Hold your peace, Habt den for Frieden. I have overcome the world. Denn ich habe die Welt überwunden. That is a very important warning. Das ist ganz wichtig. The Prince of Peace
Der Friedenfürst wants us from ahead hat uns schon vornherein to gewarnt, expect adversities. dass wir Widerstand haben And werden. that is one thing you will experience also this year. Und das ist auch etwas, was du in diesem Jahr erfahren wirst. Adversities come from adversary. That means your opponent. Widerstand kommen vom Widersacher, von Gegnern. Opposition. Von den Sachen, die gegen dich sind. And Bible tells us adversities comes from the adversary, the enemy. Die Bibel sagt uns, der Widerstand kommt von unserem Gegner. Opportunities come from God. Möglichkeiten kommen von Gott. Adversity comes from adversary, Und Widerstand kommen vom The enemy. Widersacher, der Feind. John chapter 10 verse 10 talks about the adversary. Und im Johannes 10,10 lesen wir über It den says the Widersacher. enemy has come for 3 purposes. Denn der Feind ist gekommen für 3 Gründe. And if you are a Christian, Wenn du ein Christ bist, a believer, wenn du an Gott the glaubst, adversary will come and challenge you wird der Widerstand kommen und dich to steal herausfordern. from you, Es wird von dir stellen, to kill your body if you permit, es wird deinen Körper umbringen, wenn du and es to zulässt, destroy your eternity with God. und deine Ewigkeit zerstören. He has come to steal, Er ist gekommen, um zu stellen, to kill, zu töten and to destroy. und zu zerstören. The purpose of adversary is to oppose you, Und der Grund, was vom Widersacher da ist, dass er dir dagegen hat. is to make sure the opportunities coming from God does not get to you. Damit all die Möglichkeiten nicht zu dir kommen, die Gott dir gibt. So I'm sure you might get used to that situation. Und ich bin sicher, du gewöhnst dich an solche Situationen. Last year started very well, Letztes Jahr hat doch so gut angefangen. but Aber, the relationship was so fantastic at the beginning. oh, die Beziehung ist doch so toll We am were Anfang. having real nice Wir time. haben doch so gute Zeit gehabt. Then Und dann, the business had great potential. das Business hat so gutes I Potenzial. knew it would work. Ich weiß, dass es Then geht. Und dann, what happens? was ist passiert? The adversaries came. Dann sind die Widerstände The gekommen. enemy comes to steal, to kill, and to Und destroy. der Feind ist gekommen, zu stellen, zu töten und But if you umzubringen. are a believer, Aber wenn du ein Gläubiger the bist, promise of Jesus Christ stands for you. ist auch Verheißung von Jesus für He dich said, I da. have come to warn you. Jesus hat gesagt, ich warne euch. In this world you will have tribulation, Ihr werdet ein Problem haben in but dieser hold Welt. your peace, Aber habt Frieden. because Jesus has overcome. Denn Jesus In hat die Welt essence, überwunden. with your faith, Denn mit dem Glauben, either is opportunity coming ob es jetzt eine Möglichkeit ist, die kommt, or adversity from the enemy. oder der Widerstand vom Both Feind, of them are challenges sind beides Herausforderungen, that with your faith, die du God expects to hand in your success. mit deinem Glauben mit Gott zum Erfolg bringen kannst. Challenges must come, Herausforderungen werden but kommen, faith has come to make you overcome. aber der Glauben ist da bei dir, dass du überwinden kannst. In Romans chapter 8, verse 28, In Römer 8, the 28 Bible says, steht, all things coming your way shall work together for your own good. dass alles, was du erlebst, für dein Gute soll dienen. All things, Alles. challenges, Auch Herausforderungen, problems, Probleme, failures, Versagen, attack, Angriff. anything the enemy can do. alles, was der Feind tun With kann. faith on your side, Denn wenn du Glauben hast, they work together. wird es sich zum Guten For your wenden. good. Für dich. For all things work together for good Denn alles wendet sich zum to Guten. them that love the Lord, Für den, der Gott gern to hat. them that are called according to his purpose. Der, der durch seine Bestimmung berufen ist. So God is watching your character in this test. Und Gott schaut jetzt an deinen Charakter in dieser Prüfung. This year opportunities will come your way. Denn in diesem Jahr werden wieder Möglichkeiten aufgehen. This year adversity will come your way. Aber auch der Widerstand wird da sein. But what is important for God Aber was für Gott wichtig ist, is how you respond to both. ist, wie du mit den beiden umgehst. Your character of faith Dein Glaubenscharakter is what will determine wird am Schluss entscheiden, what you get at the end of the year. was du aus dem Ganzen No rausbekommst. enemy can stop you Kein Feind kann dich from reaching aufhalten, where God already promised you. dass du nicht ankommst, wo Gott für dich schon gegeben hat. Even when the enemy can delay, Aber wenn der Feind es kann he verzögern, has no power to deny you. hat er keine Kraft, dich ganz davon abzuhalten. You have the final say. Denn du hast am Schluss das letzte You Sagen. have the responsibility Du hast Verantwortung, to build your faith
deinen Glauben So aufzubauen. when you stand, you can keep standing. Dass wenn du stehst, dass du stehen bleibst. The Bible says, if you fail in the day of Die adversities, Bibel sagt, wenn du fallst in diesen Zeiten, die schwierig it sind, means your strength is small. heisst es eben, dass deine Kraft klein war. Bible is talking about your faith. Und da die Bibel steht wieder über den Glauben. If we fail during adversity, Wenn wir fallen, wenn es schwierig wird, it only means something. heisst das nur It etwas. doesn't mean Satan is powerful. Das heisst nicht, dass der Satan mächtig It doesn't ist mean that God does not love us. oder dass Gott uns nicht gern It hat. means you've not taken the responsibility to prepare yourself in faith. Sondern es heisst, dass du nicht die Verantwortung genommen hast, dich im Glauben zu stärken. And this morning I've come to challenge and to encourage you Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. to get ready for victory. Sei bereit, dass du Sieg haben wirst. I mean, the question that will come to your mind is, Und die Frage, die du vielleicht jetzt hast, why do we have adversities? ist, warum haben wir denn überhaupt Why Widerstand? does God permit adversities? Warum hat Gott zugelassen, dass wir Widerstand haben? Now, if you understand the purpose of this, you'll be ready and more prepared to overcome. Und wenn du die Bestimmung davon verstehst, dann bist du noch mehr bereit, es zu überwinden. You know, I used to think that trials is different from tribulation, Und ich habe immer gedacht, Versuchung ist etwas anderes wie and Schwierigkeiten. tribulation is different from temptation. Oder die Schwierigkeiten sind etwas anderes wie Prüfungen. Some years past, I said, yes, temptation comes from Satan. Ich habe mal früher gesagt, ja, Versuchungen kommen von And it Satan. has come to destroy believers for sure. Und es ist dazu da, dass die Gläubigen fallen. And I say, okay, if that is for temptation, for believers, it must be a challenge from God to approve us. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn das für Versuchung ist von Gott, müssen wir auch eine Prüfung bekommen, But um uns God zu versuchen. took me away from that elementary belief. Aber Gott hat mich aus dem Glauben rausgenommen, aus dem primären Glauben. When you begin to see that God tested Abraham, Wir sehen nämlich, Gott hat den Abraham geprüft. Jesus was tempted. Jesus ist versucht worden. And at a point in time, both God and Satan collaborated in tempting Job. Und wir haben gesehen, dass Gott und Satan miteinander zusammen den Hiob versucht haben. So I began to study deeper. Und da habe ich es mal genauer angeschaut. And I said, then God, why test and tribulation? Habe ich gesagt, Gott, warum all die Schwierigkeiten And und God said, Prüfungen? as a believer, Und Gott hat mir gesagt, als it is to Gläubiger give you testimony. ist es dazu da, dass du ein Zeugnis kannst geben nachher. You can't be a general without winning a war. Du kannst nicht zum General werden, wenn du keinen Krieg gewonnen hast. It doesn't matter where the test is coming from, Kommt ja nicht darauf an, woher die Prüfung kommt. either from God or from Satan. Ob jetzt die von Gott kommt oder vom Satan. God permits tests, Gott lässt zu, dass es Prüfungen gibt. tribulations, Schwierigkeiten. temptations, Versuchungen. just for one purpose, Aus einer Bestimmung. for you to decide if you are ready to move forward Damit du siehst, ob du bereit bist, weiterzugehen. and claim the promise of God for your life. Und die Verheißung Gottes für dich nehmen kannst für dein Leben. Another purpose for trials and temptation Und eine andere Bestimmung für die Prüfung und is Versuchungen to prepare you. ist, dich vorzubereiten. There is no examiner who brings text our way to fail us. Es ist keine Prüfung dazu da, dass wir versagen müssen. Test comes to approve you, Sondern eine Prüfung ist dazu da, zu beweisen, dass du schon to gut bist prove darin. you, Dass du es kannst. to get you ready Dass du bereit bist für mehr. for the next level, Für die nächste Ebene. for the next level. Für die nächste Ebene. No cross, no crown, Wir sagen gerne, kein Kreuz, keine Krone. no test, no testimonies. Keine Prüfung, dann hast du kein Zeugnis. And most of these tests have come to prepare our character. Und die Prüfungen sind dazu da, unseren Charakter zu testen. Because wherever God is taking you, Denn wo immer Gott dich hinbringt, when you get to that throne, wenn du an den Thron kommst, there are some behaviors that are not permitted there. gibt es da Charakterschwächen, die nicht zugelassen There are sind. some attitudes that you should no more be showing to the world. Da gibt es Verhalten, die du nicht mehr dieser Welt sollst zeigen. And God is going to use the moment of trials and tribulation Und Gott wird die Moment brauchen, ob es Prüfungen oder Versuchungen as a sind, purifying fire
wie ein reinigendes Feuer, to purify you, um dich zu reinigen. so that when you come out of it, Dass wenn du rauskommst da, to the glory of God, machst es du zur Ehre you Gottes. continue to shine like gold. Leuchtest du wie Gold. And that is something common in the Bible. Und das ist etwas, was bekannt ist in der Bibel. Every great man in the Bible, Jeder grossartige every Gottesmann, man of exploit, der vieles erreicht hat. every great woman of exploit, Auch die Frauen, die viel für Gott erreicht haben, they are all product of big trials and tribulations. sind Produkt von grossen Prüfungen und Versuchungen. Jesus Christ started his own trial right from birth. Jesus hat die erste Prüfung schon gehabt, als er geboren worden ist. The parents had to pick him and escape with him to Africa Die Eltern haben ihn genommen und sind mit ihm nach Afrika geflüchtet, to save his life. um sein Leben zu retten. And he continued the battle Und dann ist der Kampf till the weitergegangen, cross. bis ans Kreuz. What of Moses? Aber was war mit dem Moses gewesen? Moses also was attacked right from birth. Der Moses ist von Geburt auf schon angegriffen And he worden. went from one trial to another. Und du kennst sein Leben, ist durch viele Prüfungen gegangen. People like to speak about Joseph. Viele reden über Josef. Joseph was a product of trials and tribulations. Josef war auch ein Produkt gewesen von vielen Prüfungen. Right from his family Von seiner Familie her till schon, he even went outside to meet other people. bis er raus ist und andere getroffen hat. He moved from the pit, Er ist aus dem Brunnenschacht tested, geprüft worden, tried, versucht worden, to Potiphar's house, bis im Haus von where Potiphar, he was also tested by the wife of Potiphar. wo er geprüft worden ist bei der Frau von Potiphar. Then the trial still took him to the prison. Und es hat ihn trotzdem ins Gefängnis gebracht. But because he didn't give up, Aber weil er nicht aufgegeben hat, God was by him. war Gott mit ihm gewesen. And miracle happens. Und Wunder sind passiert. Everything ended in success. Alles hat am Schluss sich zum Guten Joseph gewendet. moved from University of Pit Er ist aus der Universität vom Brunnenschacht to master degrees in prison. und hat seine Prüfungen im Gefängnis And bestanden. from prison, he became a leader in the minister's office as a prime minister. Und dann ist er ein Premierminister geworden vom König. The same applies to you and to me. Und das Gleiche gilt für dich und mich. If you are a believer of Jesus, Wenn du an Jesus glaubst, trials and tribulations are no issue. dann sind Prüfungen kein Problem. The way we respond with faith is the main issue. Denn was darauf ankommt, ist, wie wir darauf reagieren. And today I've just come Und heute bin ich gekommen für to euch share with you 3 major und points will euch 3 Punkte bringen, that can help you to stand damit du solidly, solide stehen kannst, faithfully, treu stehen rooted in kannst, in Christ, Christus till verwurzelt, every trial becomes success for you. bis jede Versuchung ein Erfolg wird für dich. Now look at that scripture again. Schau mal den Vers nochmal an, A great door has been opened unto me, wo man gesagt hat, eine Tür hat sich für mich aufgetan. but there are many adversaries. Weit und viel Versprechen, aber es gibt viele Widersacher. There are many Es gibt adversaries. viel Widerstand. As a believer, Als Gläubiger, what is Bible telling us? was sagt uns die Bibel da? In my own little word, I said, this life is warfare. In meinen eigenen Worten kann ich sagen, das Leben da ist ein Kampf. We have an adversary. Denn wir haben einen It's a Gegner. battle. Es ist ein Kampf. It's a warfare, not funfair. Es ist ein Kampf und nicht das Vergnügen. The challenge for believer is Aber die Herausforderung für Gläubige when we ist, don't understand wenn wir es eben nicht verstehen, that we have adversary, dass ein Widersacher da that there ist, are adversities around dass us. Widerstand um uns We gibt. begin to misunderstand the fact that we have been called to battle in life. Verstehen wir auch nicht, dass wir wirklich in einem Kampf stehen im Leben. It's a warfare in this world. Die Welt ist ein Kampf. And we are called to battle as Und wir believers. sind berufen worden, zu kämpfen. There are many adversaries. Es gibt viel Widerstand. In 1 Timothy chapter 6, verse 12, the Bible says, fight the good fight of the faith. Im 1. Timotheus 6,12 steht, kämpft der gute Kampf vom Glauben. That is written to you and to me. Und das ist für dich und mich geschrieben. You are created to be a fighter. Du bist erschaffen worden, ein Kämpfer zu So if sein. you are not recording any victory, Wenn du also keinen Sieg hast, perhaps you are not fighting any battle. kann sein, dass du noch gar keinen Kampf gekämpft But we've hast. been called to fight. Aber wir sind berufen zu But not kämpfen. just any fight. Aber nicht irgendein Kampf. Fight the good fight Da steht der gute Kampf of the faith. des Glaubens.
Our fight is a fight of faith. Unser Kampf ist ein Glaubenskampf. If you lose your faith, Wenn du den Glauben you verlierst, lose everything. verlierst du alles. You lose God's promise for your life now. Dann kannst du auch Gottes Verheißung für dein Leben And you verlieren. might lose your eternity. Und dann vielleicht verlierst du am Schluss auch So die God wants you Ewigkeit. to fight for your faith. Gott will, dass du für deinen Glauben kämpfst. We are called to fight for our faith all the way. Wir sind berufen, für unseren Glauben The zu Bible says, kämpfen. take hold of the eternal life to which you were called. Und dann heisst es weiter, halte am ewigen Leben fest, zu dem du berufen bist. When we gave our life to Jesus Als Christ, wir unser Leben Jesus gegeben haben, we are called to eternity. sind wir in die Ewigkeit berufen But worden. only those who endure to the end will be saved. Aber es steht auch, nur die durchhalten bis zum Ende, werden gerettet. You need to be ready to fight the fight of faith. Denn du musst bereit in diesen Glaubenskampf Fight for your kämpfen. faith. Kämpf für den Glauben. Many people have used this opportunity of coronavirus to lose their faith. Viele haben die Möglichkeit vom Coronavirus gebraucht, um ihr Glauben They zu fear verlieren. everything. Sie fangen an, alles zu They even fear to fürchten. come to church. Haben sogar Angst, in eine Gemeinde hineinzustehen. But faith cometh by listening to God. Aber der Glaube kommt durch Zuhören von Gottes We Wort. need to fellowship together. Wir müssen immer noch weiter uns treffen können. In Matthew 18 from 18 to 20, Matthäus 18 bis 20 the Bible says, steht, when we come together, wenn wir zusammenkommen, whatsoever thing we bind on earth will be bound in heaven. können wir zusammen Sachen auf Erde binden, damit der Himmel sie für uns The Bible bindet. says, if two of you shall come together Die Bibel sagt, wenn zwei von euch and zusammenkommen you ask concerning anything, und du irgendwann etwas bittest, it shall be done by my Father in heaven. wird es mein Vater im Himmel tun für euch. For where two or three are gathered together in my name, Der, wo zwei oder drei in meinem Namen there I zusammenkommen, am. bin ich mit unter That is the uns. power of believers. Das ist die Kraft von uns Gläubigen, We need to come together dass wir zusammenkommen and fight the fight of faith. und den Glaubenskampf kämpfen. We can pray for our country. Wir können fürs Land beten. We can pray against pestilence. Wir können gegen Krankheiten beten. We can take power over Wir pandemics. können auch über Pandemien There are things beten. politicians cannot do. Da gibt es Sachen, die Politiker nicht tun There are können. things economists cannot do. Und Wirtschaftler, die können das auch But God nicht. said, I can do it through my people. Aber Gott sagt, ich kann es durch mein Volk If machen. my people Denn wenn mein Volk called by my bei name meinem Namen berufen shall ist, humble themselves and pray zusammenkommen und beten, and turn from their evil ways, von ihren schlechten Wegen He said, I abkehren, will hear their prayer. werde ich ihr Gebet I will erhören, forgive their sin. ihre Sünde vergeben I will heal their land. und ihr Land heilen. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Kannst du lesen im 2. Chronik 7, 14. God can heal our land. Gott kann unser Land heilen. God can heal our world. Gott kann unsere Welt And heilen. the solution is in the hand of the believer. Aber die Lösung liegt in der Hand der Gläubigen. That is why we must never stop coming together. Deswegen sollten wir auch nicht aufhören, If zusammenzukommen. the adversary can make us not to come together, Wenn der Find es so weit bringt, dass wir nicht mehr zusammenkommen, then our world has no future. dann hat auch die Welt keine Zukunft. Our world has no hope. Dann hat die Welt keine Hoffnung. The adversary is winning the battle. Dann beginnt der Widersacher den Kampf zu gewinnen. But if mankind will win the battle, Aber wenn die Menschheit den Kampf gewinnen will, people of the Lord must come müssen together. wir die Leute vom Herrn haben, We die must pray zusammenkommen, together. zusammen beten. And for sure, God will heal our land. Und Gott wird unser Land heilen. God is going to heal our land. Gott wird unser Land But heilen. understand there is a battle going on. Aber du musst verstehen, es ist ein Kampf. The kingdom of darkness is there, Das Reich von der Dunkelheit ist da. trying to oppose the kingdom of God. Und es steht gegen das Reich Gottes. And we believers, we have a role to Und play. wir haben einen Teil dazu zu tun. It's a warfare, not from fear. Das ist ein Kampf und nicht ein We Vergnügen. need to take our stand. Wir müssen unseren Standpunkt einnehmen. And we need to take our stand in faith. Und unseren Standpunkt im Glauben einnehmen. So to win this battle of life, Also, dass wir den Kampf des Lebens to gewinnen können. overcome your personal adversary, Und dass du vielleicht deinen persönlichen Gegner überwinden and to kannst. join hand with other believers Und dass du mit anderen Gläubigen to zusammen overcome our corporate adversary, the enemy. tun kannst, dass du unseren gemeinsamen Find gewinnen kannst. There are three major things that I would like to share with you today Es gibt 3 Hauptpunkte, die ich dir that we mitgeben must put in action. will, die wir eigentlich tun sollten. Number one, Zum Ersten, beware of the adversary. hüte dich vor dem Gegner.
There are many challenges coming to us. Es wird viele Herausforderungen kommen zu uns. There are many adversities coming to us. Es werden viel Widerstand da sein. But they all come from one opponent, the adversary. Aber die kommen alle aus einem gleichen Ort. Der Gegner. 1 Peter chapter 5 from verse 8 to 9 says, Und wir lesen das im 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9. Be alert and sober-minded, for your enemy, the devil, goes around like a roaring lion looking for someone to devour. Da steht, seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. The adversary, Der Teufel. the father of all adversities, Er ist der Vater von all den Widerständen und Problemen. is the enemy. Er ist der Feind. And you better beware that he's there. Und du musst dir bewusst sein, dass es ihn gibt. Ephesians 6 verse 12 says, we wrestle, In Vers 6, Vers 12 steht, wir kämpfen. we fight. Wir kämpfen. We have an adversity Wir haben einen Widerstand. and we fight Und wir kämpfen. every day, Jeden Tag. every time Jederzeit. against the enemy. Gegen den Feind. We do not wrestle against our father-in-law or mother-in-law. Wir kämpfen nicht gegen die Schwiegermutter wirklich. It's not about your boss. Oder dein Chef. It's not about your brother. Es ist nicht wirklich dein Bruder, der der Grund Those ist. are just victims of the enemy. Das sind nur Opfer vom Feind. Those are being used by the enemy. Der Feind braucht sie gegen dich. There's only one enemy we are all fighting Wir kämpfen against. gegen einen einzigen We Feind. do not wrestle against flesh and blood, Die Bibelvers sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, but against powers, aber gegen die Herrschaften, die principalities, Macht, rulers of the darkness of this world, die in der Dunkelheit regieren. spiritual wickedness Das heisst auch geistliche in heavenly Schlechtigkeit realms. in himmlischer Ebene. Understand it. Versteh das einfach mal. It's not about the people around you. Es sind nicht die Leute, die dir Böses tun wollen. Those are victims of the enemy. Denn das sind nur Opfer vom Feind. Those are symptoms that there's enemy. Das sind die Symptome, dass es einen But Feind you gibt. need to understand the root of all. Aber du musst die Wurzeln verstehen von allem. That's why we're Christians. Deswegen sind wir Christen. We see the spiritual realm. Wir sehen die geistliche Ebene. We just don't see the people. Wir sehen nicht nur einfach die Leute. We see the spirit working in the people. Wir sehen, was für einen Geist die Leute braucht. Once Jesus was teaching his disciples, Einmal hat doch Jesus seinen Jünger gelehrt I'm going to offer myself and sacrifice myself. und hat ihnen gesagt, ich werde mich opfern. And one of his closest disciples, Peter, Und der Petrus, einer der nächsten Jünger, started rebuking him hat dann gesagt, oh nein, and said, we love you too much. Stop that talk. Jesus, wir lieben dich, hör auf, das wird nicht so kommen. Where are you going? Wohin willst You du? are not going to die for nothing. Du wirst nicht sterben, You are going to stay right here with us. du wirst da mit uns bleiben. We are having fun here. Now you are trying to So, scare us. so wie es ist es gut, mach uns keine Angst. You are going nowhere. Du gehst nie hin. And when Jesus looked back, Und dann, als Jesus ihn angeschaut hat, he didn't see Peter, the body. hat er nicht den Petrus gesehen, He saw the spirit walking through Peter. sondern einen Geist hinter dem Petrus, He der said, Petrus get gebraucht behind hat. me, Satan. Er hat gesagt, geh hinter mich, Satan. Jesus saw the enemy. Jesus hat den Feind im Petrus gesehen. Where many people just see a person, Wo viele Leute nur die Person sehen, the symptom, das Symptom, the vessel the enemy is using at that moment. das Gefäß, das der Feind braucht in dem Moment, Jesus had a discerning eyes, hat Jesus können das unterscheiden. a discerning Er spirit. hat Geister können He went unterscheiden. beyond the physical man, Peter. Hat weiter gesehen als nur der Petrus. He addressed the enemy. Und so hat er den Feind Get angesprochen. behind me, Satan. Satan, geh hinter mich. Beware, there is the adversary. Also sei dir bewusst, es gibt einen Feind. And if you will enjoy your career, Wenn du deine Karriere geniessen you will willst, enjoy your family, deine Familie geniessen it is willst, time you come together with your partner ist es Zeit, dass du mit deinem Partner and take zusammenkommst power and authority und wieder die Autorität over übernimmst the adversary. über den Feind. The enemy has been so successful, Der Feind hat schon sehr viel Erfolg gehabt. especially here in Europe where I live, Da, wo ich jetzt lebe, in Europa, because many Europeans don't believe there's a Satan. denn viele Europäer glauben gar nicht, dass es einen Satan gibt. Many don't believe. Viele glauben es gar nicht. I ordered for some pizza and they put devil on top. Ich habe schon Pizza bestellt und sie haben das Teufelsbild drauf And gehabt. everybody is laughing. Und jeder lacht drüber.
Some even say Satan is romantic. Einige sagen dann, wenn du mit ihnen redest, ja, der Satan ist doch romantisch. If you are in a battle Aber wenn du im Kampf stehst and you are ignorant of your adversary, und dir nicht bewusst bist, was du für einen Widersacher you hast, end up as a victim of war. bist du nachher nur einfach ein Kriegsopfer. And that is what is happening here every day. Und das passiert um uns herum jeden Tag. The puppet master Der Marionettenspieler is the enemy. ist der Find. Is behind most evil we see. Ist fast hinter allem Bösen, was wir And as a sehen. church, we must stand together Und als Gemeinde muss man zusammenstehen and destroy the roots und die Wurzeln zerstören, so that we can begin to enjoy our families. damit wir auch die Familie wieder geniessen We können can take our children away from terror. und die Kinder aus dem Terror We rausholen can take our home back and give it back to the Lord. und unsere Häuser wieder zurückbringen zum Herrn. Satan is not romantic. Der Satan, der ist nicht romantisch. He's evil. Er ist böse. He has come to steal, to kill, and to destroy. Wir haben es gehört, er kommt zum Stehlen, Würgen und And he's Umbringen. so successful because people believe it does not exist. Und er hat so viel Erfolg, wie viele gar nicht glauben, dass es ihn gibt. Jesus Christ, our Lord and Savior, said he exists. Jesus selber hat gesagt, es gibt ihn. And we saw it in the life of Jesus. Wir haben es gesehen im Leben von He Jesus. tempted Jesus. Er hat Jesus versucht. And when Jesus won this temptation, Und wenn Jesus die Versuche gewonnen hat, he left Jesus just for a season. steht, er hat Jesus nur für eine Zeit verlassen. Then he came back through Peter. Und dann ist er durch den Petrus wieder zurückgekommen. And he didn't leave Jesus till on the cross. Und er hat ihn nicht verlassen, bis Jesus am Kreuz war. You have an enemy. Du hast auch einen Find. He is the enemy. Er ist ein Find His name is Satan. und sein Name ist Satan. Beware he exists. Seid ihr bewusst, dass es ihn gibt? And the second thing, if you are going to win your battle of life, Und das Zweite, dass, wenn du deinen Lebenskampf gewinnen willst, is you need to know the strength of your enemy vis-a-vis your own strength. du musst die Kraft von deinem Find kennen. I love wrestling Ich liebe es zuzuschauen, wenn Leute so ringen, kämpfen. as a young man. Als ein Junge. And still now I watch it sometimes. Und manchmal schaue ich es heute immer noch. And you see, before they put two wrestlers on the ring, Und wenn sie zwei Boxer vielleicht in den Ring stellen, they measure them tun sie wägen, to know that they are in the same level. damit sie die gleiche Stufe haben, gleich gross, gleich schwer. Heavyweight can fight heavyweight. Dass ein Schwergewicht nur Schwergewicht bekämpft, Lightweight can fight dass ein lightweight. Leichtgewicht nur Leichtgewicht It will bekämpft. be unfair to put heavyweight and lightweight together. Es wäre ja unfair, wenn wir das Schwergewicht mit einem Leichtgewicht zusammenlassen. So when Bible says we have an enemy, Wenn die Bibel sagt, wir haben einen Find, the Bible is telling us sagt uns die Bibel, we are up to the task. wir sind fähig, das zu tun. All you need to know Was du nun wissen is musst, to know the strength and weakness of your adversary. dass du die Kraft und die Schwäche von deinem Gegner kennst. And know the strength and weakness of yourself Und kenn die Kraft, die du hast so selber, that you can bear the power of your strength against the weakness of your enemy. damit du deine Kraft gegen die Schwäche vom Find kannst brauchen. Simple. Ganz ein einfaches Bild. That's all what wrestling bout is about. Und das geht es im Kämpfen. That's what all boxing is about. Und das geht es beim Boxen. And the Bible wants us. Und die Bibel warnt uns, In 2 Corinthians chapter 2, verse 11, im 2. Korinther 2, Vers 11, it said, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Beware of the scheme of the enemy. Sei dir Möglichkeiten vom Find bewusst. Number one, it's not a powerful enemy we are fighting. Es ist nicht ein mächtiger Find, den wir da bekämpfen. He was not more powerful than when Jesus defeated him over 2000 years Er ist ago. nicht mächtiger geworden, seit Jesus ihn schon besiegt hat. Only we believers are becoming weaker because we don't know who we are in Christ. Nur es werden wir manchmal einfach schwächer, weil wir uns gar nicht bewusst sind, wer wir in Christus sind. In Genesis chapter 3, verse 1, Im 1. Mose 3, Vers 1, when Bible introduced the enemy, wo die Bibel den Find vorgestellt it hat, says the serpent is more crafty than any other wild animal. hat es geheißen, dort, die Schlange, die der Find ist schlauer gewesen als der andere.
He's crafty. Es ist nur Schlauheit. He's a pretender. Er gibt nur He's a vor. liar. Er ist ein Lügner. He's a schemer. Er betrügt. When he went to Eve, Als er zu Eva gegangen ist, he didn't overpower Eve. hat er sie nicht überwunden. He only schemed Eve. Er hat sie nur reingelegt. He said, does God mean what God says? Meint Gott wirklich, was er sagt? Of course, God meant what he said. Natürlich hat Gott gemeint, was er gesagt And he hat. said what he meant. Und er sagt, was er meint. He lied to Eve again. Und er hat Eva wieder angelogen. He said, God knows if you disobey him, Sie hat gesagt, Gott weiss, wenn du ihm nicht gehorchst, you will be like him. wirst du sein wie er. But he was lying again. Und da hat er wieder gelogen. Because God already created Adam and Eve in his own image and likeness. Denn Gott hat ja Adam und Eva schon in Gottes Ebenbild geschaffen. So the enemy is a liar. Er ist eigentlich ein Lügner He trades in half-truths. und er ist gut in Halbwahrheiten. When he tells you you can't make it, he knows you can make it. Wenn er sagt, du schaffst es nicht, dann weiss er, du schaffst es eben schon. When he says, are you the son of God, he knows you are created to be son of God. Wenn er dich fragt, bist du wirklich ein Kind Gottes, dann But weiss er, dass du das Kind Gottes He bist. knows he cannot destroy you except in your area of ignorance. Und er weiss, er kann dich nur da zerstören, wo du unwissend bist, wo du He's nicht a besser schemer. weißt. Er ist ein Betrüger. And number two thing you should know about him is he has no authority over you. Und zum Zweiten musst du wissen, er hat keine Autorität über dich. He has lost the authority. Er hat die Autorität He's a verloren. fallen Er angel. ist ein gefallener Engel. You have the authority. Denn du hast die In Autorität. Luke chapter 10, Lukas 10 Jesus Christ told his disciples, hat Jesus den Jüngern he said, gesagt, I have given you authority ich habe euch Autorität over gegeben snakes and über scorpions Schlangen und and Skorpione all over the power of the und enemy. über alle Kraft vom Find. You have the authority, Du hast die not Autorität, the enemy. nicht der Find. He has a power, Er hat eine Macht, but God said, I have given you authority over all the powers of the enemy. aber Gott hat ja gesagt, ich kann euch Gläubigen alle Macht geben über alle Autoritäten. You know, when the enemy fell, Als der Find gefallen ist, God didn't take away the power he gave him. hat Gott ihm die Kraft nicht weggenommen, die er hatte. For the gift and the calling of the Lord are without repentance. Denn es steht, nehmt die Gabe und die Berufung Gottes wird er nicht zurücknehmen. God is emotional stable. Gott ist emotional stabil. Anything he gives to you. Was er dir gibt, das gibt er dir. He doesn't take it back. Er nimmt es nicht einfach wieder mal zurück. So Satan still had some power he was using then, Der Satan hat immer noch Kraft gehabt, die er auch schon but gebraucht he hat. has lost authority. Aber er hat Autorität He has no more verloren. authority. Er hat keine Autorität mehr. But you have the authority of Christ. Aber du hast die Autorität von Christus And your bekommen. power is as strong as the authority backing you. Und deine Kraft ist so stark wie die Autorität, die hinter dir steht. You have the authority. Du hast die Autorität. If my wife wants to use her power, she can only use what she has. Wenn ich meine Kraft brauchen will, kann ich nur brauchen, was ich kann. But if she should join the Swiss police force today, Wenn ich jetzt zur Schweizer Polizei gehen würde and she puts on her Swiss police uniform, und in der Polizeiuniform komme, she's telling you, I carry the authority of Swiss government. sage ich habe die Autorität von der Schweizer It's no Regierung. more about her power, Da geht es nicht um meine eigene Kraft, but the authority behind her. sondern die Autorität, die hinter mir steht. So if she meets me outside and says, Solomon, come, Und wenn ich dann meinen Mann draussen sehe und sage, Solomon, komm mal, I have to say, yes, ma. und ich sage, jawohl, It's the authority. weil ich trage die Autorität. It's the government. Es ist die Regierung dahinter. When she comes back at home, Und wenn ich dann heimkomme, remove the die uniform, Uniform abziehe, then I can say, hey, who are you talking to? dann kann ich zu ihr nachher sagen, zu wem hast du geredet? Satan has power. Satan hat Kraft. It's small power. Seine kleine Kraft, It's powerless power. seine kraftlose You Kraft. have the authority. Denn du hast Autorität Use the authority und brauchst deine in the Autorität. name of Jesus. Im Namen By the Jesus. power of the blood. Bei der Kraft I vom Blut. stand in my office. Stehe I ich come da against every power of the enemy. und bete gegen alle Kraft, die Find bringt. That is what God expects from believers. Das ist, was Gott von Gläubigen erwartet. And the third point, Der dritte Punkt, know the laws of engagement. wende die richtigen Verhaltensregeln an. There's always something to do. Man muss immer etwas tun dafür. When you go to wrestling, Wenn du in den Kampf willst, there's a law of engagement. haben sie auch so Regeln Do gemacht. not beat your opponent under the
belt. Dort darfst du den Gegner nicht unter der Gürtellinie schlagen. If you are going to win the enemy, Wenn du den Feind gewinnen willst, the law is in James chapter 4, verse 7. siehst du das Gesetz dafür in Jakobus 4,7. If you will win, Wenn du gewinnen willst, your winning step begins with submit yourself therefore to God. ist der erste Schritt zum Gewinnen, dass du dich Gott untergibst. Das steht in Jakobus 4,7. Satan lost the battle Satan hat den Kampf verloren, because he disobeyed God. weil er Gott nicht gehorcht hat. Adam and Eve lost their battle Adam und Eva haben ihren Kampf verloren, because they disobeyed God. weil sie Gott nicht gehorsam waren. The area you are allowed to win the battle Der Punkt, wo du Kampf gewinnen kannst, is your area of obedience. ist der Ort, wo du gehorsam bist zu Gott. Submit yourself therefore unto the Und Lord. da steht da, unterstell dich dem Herrn. Submit your marriage unto the Lord. Unterstell deine Ehe dem Herrn. Submit your finance unto the Unterstell Lord. deine Finanzen am Herrn. Submit your career unto the Unterstell Lord. deine Karriere am Herrn. Then you will get the strength to resist the enemy. Dann hast du die Kraft, dem Feind zu widerstehen. Any area of obedience is the kingdom of God in your life. All das, wo du gehorsam bist zu Gott, ist das, wo Gott regieren kann drüber. You cannot resist the enemy Du kannst dem Feind nicht in widerstehen, the area of wo disobedience. wo du Gott nicht gehorsam It's bist. a waste of time. Da vergeudest du deine Zeit. It's the God of the kingdom of darkness, Denn der Feind ist ein Gott von der Dunkelheit. God of disobedience. Ein Gott vom Ungehorsam. You can only resist him Aber du kannst ihm nur widerstehen, in your area of obedience. wo du Gott gehorsam Then bist. the enemy will flee from you. Und am Schluss muss der Feind von The dir enemy will fliehen. not die, but he will run. Er wird nicht sterben, aber er wird wegrennen von dir. And when you remain in faith, Wenn du im Glauben the Bible bist, says, stand sagt die Bibel, steh and keep standing in faith. und steh im Glauben. Then God will lead you from victory to victory. Und dann führt dich der Herr von Sieg zu Sieg. From victory to victory. Von Sieg zu Sieg. I end by challenging you. Und so möchte ich jetzt aufhören und dich herausfordern. Fight the good fight of faith. Kämpf den guten Glaubenskampf. Learn to submit your life under the mighty hand of God. Unterstell dein Leben der mächtigen Hand Gottes. Is the key to live victoriously Denn er ist der Schlüssel, dass du siegreich kannst over the sein. kingdom of Satan. Siegreich über auch das Reich von der Dunkelheit. Is the key that turns every adversity Es ist der Schlüssel, wo jeder Gegner and faith challenge und Glaubensprüfer into victory for every zu believer. einem Sieg bringt für dich. Believe in the Lord Glaube an den Herrn and stand by his promise. und bei seinen Versprechungen. Fight the good fight of defeat. Kämpf den guten Kampf vom Glauben. I want to challenge anybody listening right now. Und ich möchte jeden herausfordern, der jetzt zuhört. If you have not submitted your life to Jesus Wenn du Christ, dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast, you are going to lose your battle. dann kannst du den Kampf verlieren. You are going to lose your battle. Dann verlierst du den Kampf. Victory begins Denn der Sieg beginnt, by submitting your life indem du dein Leben to the hand of Jesus. Gott unterstellst oder Jesus unterstellst. When Jesus spoke to his disciple in Luke 10, Wo Jesus zu den Jüngern geredet hat, in Lukas they 10, came to him. sind sie zu ihm They gekommen said, Master, und haben gesagt, all Meister, the demons submitted to us. all die Dämonen haben uns gehorcht. Everywhere we go, we witness healing. Wo wir anlaufen, kommt Heilung. And Jesus said, relax, guys. Und jetzt hat er gesagt, hey, noch langsam. Don't be excited. Luke 10 from verse 16 to 18. Das steht eben Lukas 10, 16 bis 18. Don't be excited that demons are submitting to you, Freut euch nicht darüber, dass euch Dämonen gehorchen, but be excited sondern freut euch, that your name is written in the book of life. dass euer Name im Buch vom Leben steht. When you submit yourself Wenn du dich Gott and unterstellst you give your life to und dein Christ, Leben Jesus übergibst, you are enrolled into the fellowship of victory. dann kommst du in die siegreiche Beziehung mit Gott. Do it right now, anywhere you are. Mach's doch jetzt gerade jetzt da, wo du bist. If you've backslidden, submit back your life Wenn to du God wieder again. von Gott einmal abgefallen bist, gib dein Leben zurück in Gottes Hand. Until you complete obedience to God, Bis du nicht den ganzen Gehorsam gegenüber Gott hast, you cannot avenge disobedience. kannst du eben nicht im Ungehorsamen gewinnen. And if you are a believer, Wenn du gläubig bist, I want you to know that you need to continue to submit your life under the hand of God. dann musst du dir bewusst sein, dass du immer weiter dein Leben Gott unterstellst. Isaiah 40 verse 31 says, In Jesaja 40, Vers 31 steht, those who wait upon the Lord, die auf Gott warten, they shall renew their strength. werden ihre Kraft erneuern können. They will mount up with wings as eagles. Sie werden aufsteigen wie auf Adlersflügeln. When they run, they will not be Und weary. wenn sie rennen, werden sie nicht müde. And when they walk, they will
will not faint. Und wenn sie gehen, dann werden sie nicht Submit stolpern. under the mighty hand of God, Unterstell dich doch der mächtigen Hand Gottes. and He will lift you up in His due time. Und er wird dich aufheben zur richtigen Let's just Zeit. rise on our feet and lift our hands to Lasst uns God doch aufstehen miteinander und die Hände and say, zum I Herrn heben. submit, God. Und sagen, Vater, ich untergebe mich dir. I return my life to you. Ich gebe mein ganzes I Leben give you dir. my life. Ich unterstelle I mein give you Leben my dir. marriage. Ich gebe dir meine I Ehe. give you my Ich gebe finance. dir meine Finanzen. Any area you've been losing your battle, give it to God today. Die Punkte, wo du den Kampf verloren hast bis heute, Lift gib it sie up zum to Him Herrn. right now. All die Gebiete, die And du ihm neu speak to unterstellt him. hast. Red mit He's ihm. your heavenly Er Father. ist dein himmlischer Vater. Father, for those giving their life to you, Vater, für all die, die ihr Leben dir neu geben. for those who are rededicating their lives Oder to you, das Leben dir wiedergeben. for those who are giving their family back to you, Wo ihre Familie dir widmet. for those giving back the marriage in your hand, Oder ihre Ehe dir unterstellen. for those putting finance back in your hand, Für die Finanzen dir unterstellen. Father, Vater, you are faithful. du bist treu. You are powerful. Du bist mächtig. You are gracious. Du bist gnädig. Thank you for healing our old wounds. Danke, dass du unsere alten Wunden heilst. Thank you for restoring our joy. Danke, dass du unsere Freude wieder bringst. Thank you for the grace to forgive sins. Danke, dass du Gnade gibst, Sünden zu Thank you for vergeben. the grace to disgrace every work of enemy in our life. Danke, dass du Gnade bringst, um We alle receive victory always available in your Taten vom presence. Find ins Gute zu wenden. May your name be Möge glorified dein Name verherrlicht werden, wherever we go. wo immer wir hingehen. In Jesus' mighty In name. Jesus' mächtigem Namen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let's put our hand together for Jesus Lass and uns euch für welcome Jesus Pastor applaudieren. Davina to the pulpit. Danke. Gott sagt, ich kämpfe eure Kämpfe und ihr seid still. Das wollen wir jetzt machen miteinander. Wir werden in Worship, in den Lobpreis hineinsteigen und einfach auch still sein. Lass Gott heute deine Kämpfe für dich kämpfen. Sei still und schau, was er für dich macht. Lass uns mit Glauben vor Gott stehen und sagen, wir proklamieren dich, weil du kämpfst unsere Kämpfe. Lass uns unsere Stimme erheben. Wir können wirklich mitsingen, auch mit unserem Körper, mit alles, was wir haben, wir können Gott erheben. Unseren Glauben proklamieren und schauen, wie er unsere Kämpfe kämpft. Das Gebetsteam ist ready auf meiner linken Seite. Die sind da für dich beten. Wenn du jetzt sagst, hey, mein Glaube reicht nicht, ich bin nicht so stark genug, ich glaube nicht so fest, das brauche ich noch in meinem Leben. Das Gebetsteam ist da und sie sind bereit, für dich stehen, für dich beten, mit dir zusammenkämpfen, bist du nicht allein. Steig in den Worship, bring deine Anliegen, bring deine Herz, bring deine Gedanken, bring deine Ängste, bring deine Sorgen vor Gott. Komm, wie du bist und sag, da bin ich kann nicht mehr. Und lass Gott deine Kämpfe für dich kämpfen. Sei still und schau, was er für dich macht. Lass uns in Worship hineinsteigen. Wow, so gut, so schön Gottes Gegenwart sein und so schön Gott loben miteinander. Pastor Salomon, danke vielmals für die starke Botschaft vom Wort Gottes. Danke, dass du ein Instrument bist, dass Gott durch dich heute mit uns geredet hat. Oder eigentlich Gottes Wort wirklich mit meinem Herz geredet. Merci. Und das, Silvia, danke für die Power Couple Übersetzung. Awesome. Ja, lass uns mit Glauben in dieser Woche einsteigen. Mit Erwartung an Gott und auch mit dem Wissen, wir sind nicht allein, wir sind nicht Einzelkämpfer, sondern wir gehen mit Gottes Kraft. Und davon werde ich jetzt gerade beten. Jesus, danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du uns segnest.
Und im Namen Jesus Christus, ich bitte, dass in dieser Woche du mit uns kommst. Dass deine Gegenwart wird sichtbar sein. Dass wir in dieser Woche besonders erkennen und sehen, wie du von uns kämpfst. Wie du uns beistehst. Und wie du uns segnest in jedem Schritt. Und wir wollen mit Glauben in der Woche anfangen. Mit Glauben und Proklamierung und Gehorsamkeit. Dass du der Herr, der allmächtige Gott bist. Und ich bitte, dass du jetzt unseren Tag segnest, in der kommenden Woche segnest, dass du mit uns kommst und bleibst. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Hey, kommt nächste Woche. Gottesdienst geht weiter. Ich hoffe, dass wir sehen euch wieder nächste Woche, wenn du daheim bist. Danke, so schön, dass du mit uns gewesen bist, dass du eingeschaltet hast. Komm auch in der Kirche, wenn du die Gelegenheit hast. Ich wünsche euch alle einen schönen Sonntag, schönen Nachmittag. Adieu. Ich kann nicht anders als zu singen. Oh, oh, oh. Ich kann nicht anders.